Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Spiegeln an der Wand. Ja. Wer sind die schönsten Kurden im Land? Nicht wir. Ich habe früher auf... Wie haben wir am Anfang eigentlich immer gesagt, wir sind die schönsten Kurden? Ich schwöre. Wieso? Podcast von der Schönsten. Wieso machen wir das? Egal. Das war eigentlich wie so ein Witz. Ja, logisch, ja. Logisch auch, Bro, offensichtlich. Ja. Oh shit. Ich habe das... Ich sage irgendwas... Ja. MSN-Status früher. Mhm. Ich habe einmal drin gehabt... Einmal nicht drin gehabt. Norden, Osten, Süden, Westen, wir Kurden sind die Besten. Und nachher ist so ein Nuttenkind-Schippi gekommen zu mir. Der war 2 Jahre über mir. Hat gesagt, lösch das aus dem Ding. Aus dem MSN-Status. Also, meine Schippis sind die Besten. Also, meine Schippi sind die Besten. Geil. Geiler Grund zum Anficken, Bro. Einfach so, lösch das. Einfach Fetzerei wegen Amazon-Status. Ich bin ein Wichser. Meine ist, glaube ich, so irgendetwas kurdisch Player oder so. Und nachher hat mich eine so auf den Boden geholt. Ich habe mich geschämt rausgegangen. Mit einer Frage. Sie so, ganz simpel, sie so, bist du ein Player? Ganz ehrlich. Ich mit 10, 11, wo die Heime fette PC. Ich so, normal. Normal, Schwester. Und nachher gehe ich Mittagessen wieder in die Schule. Das war so ein wildes Prinzip, wo wir... Weißt du, was ich will zu dieser Zeit? Was? Damals, Bro, ein Ogo oder Gogo. Oh mein Gott, Ogo. Ogo. Bro. Stell dir vor, du hast MSN können auf dem Weg in die Schule. Bro. Und vom Highway und in der Schule. Das Ding war, eigentlich alles Nuttenkinder, die Ogos hatten, Bruder. Ich habe jeden so gehabt. Ah nein, einen nicht. Also ein Kollege hat gehabt. Ja, Sinan, du bist ein geiler Sieg. Sinan? Ja, bei mir hat er Sinan geheißen. Weißt du, mein Kollege ist, was gehabt? Wer? Das ist auch dein Kollege. Aber du hast damals nicht mein Kollege gewesen. Warte, ja, Sandro. Nein? Äh, Also erklär mir schnell, was ein Ogo genau. ist, nochmal. Also, Irgendein Nuttenkind hat halt beim Teaming der Josh ist gerade mit seinem Mic ein bisschen am Umstellen. Umstehen. Umstellen. Sorry. Also... MSN, für die, die es nicht wissen. Genau, für die, die unter 20 sind oder so. Ja, vielleicht, ja. MSN ist Messenger, eine App, wo du früher über den PC hast können, also vor allem nur über den PC hast können chatten. Mhm. Damals hat es nicht so Smartphones gegeben. Damals war es ganz eine einfache Zeit für Bro, Pädophilie. damals hast du alles, was du mitteilen, ob das ist, ich liebe dich, ich will Schluss machen, komm, go fighten, egal was, du hast 150 Ich sag dir jetzt nochmal, weil du hast ihn nicht zugelassen. Ja. Ich hätte gern, dass der ankommt. Okay. Damals war es einfach für Pädophilie. Ah, ich habe den letzten Satz nicht gehört. Ja. Ja, das letzte Wort habe ich nicht Ja. gehört, sorry. Genau. Checkst so im Nein. Chatroom. Kennst du die Werbung? Die war ganz verstörend. Nachher hat sie an der Tür geläutet. Und nachher sind so 2 so Pornosternchen reingekommen. Und nachher nochmal hat es geläutet, hat die Mutter so die Tür aufgemacht. Nachher sind Tobi ist oben. Sind die hochgelaufen. Nachher ist nochmal geläutet, sind so 5 Rocker reingekommen. Sie so, Tobi ist oben. Irgendetwas sagt mir das, ja. Am Schluss ist so ein ganz komischer Dude mit so Brüllen und geschleckten Haaren, so ein älterer, mit so Lollipops in der Hand. Hallo, ist Tobi hier? Dann sagt sie, Tobi ist oben. Und nachher war es so, sie schützen ihre Kinder auch zu Hause. Also schützen sie sie auch im Internet. Checkst? So. Fairer Punkt. Ganz irgendwie. krasse Werbung. Ja, krass. Ja. Ich habe eine Dingswerbung im Kopf gehabt. Ich glaube, das ist jetzt ein für alle Mal. Ich glaube, das hat es nur im Winter gegeben. Die Was? Werbung. Nur im Winter. Ich weiss, was du sagen willst. Soll ich sagen? Sag. Alibaba-Döner. Ja, Ja, das hat Bruder. es nur im Winter gegeben, Der glaube hat alle Hops genommen. ich. Ey, Leute anfangen zu sagen, ja, Bro, Der gibt's ist schon so 3 Mal. geil. Der gibt schon 3 Der Mal ist so dort und geil. so. Ganz simpel, okay.
im Winter, wie überall, hat es so die Strassenplakat, Werbung, wo du spazieren kannst. Und die Firma, ich weiß nicht, was passiert ist, ob sie einen neuen Besitzer bekommen hat, weißt du, wo die Tafeln alle Menschen tut. Aber die Firma hat wieder aufmerksam machen auf ihre Werbedinger. Dann haben sie einfach eiskalt, also ich muss sagen, ob das in Zürich oder so Stau gesehen haben, aber im Winter, Bro, jedes zweite, dritte Plakat. Alibaba, jetzt 10-mal im Wintertour. New in Town ist gestanden. Erst Alibaba New in Town. Alle so, what the fuck? Und nach 1 Monat Alibaba now 5 times in your town, irgend so etwas. Und Alibaba now 10 stores, irgend so, weißt du, immer wieder. Und die Leute so, Alter, wo ist der und so? Und damals hat es nicht so Handy gehabt, Google-Bewertungen, wo ist Alibaba Kebab und so weiter, weißt du? Das war APG gewesen. Ja, APG, ja. Die haben wieder zeigen, was Werbung ausmacht. Ja, das voll. Das ist ein Boss-Move. Das ist ein Boss. Bis heute ist mir bleiben, überleg, was er ein Boss macht. Ich weiß genau das Bild. Ich hatte nur anteasen, du hast genau wissen, was Ja, es ist doch so ein fetter Türk, Türk, Bro. Ja, Bro. In so einem, ganz ehrlich, der auf der Serviette, nicht auf der Serviette, auf der, wie sagen wir dem? Auf dem Dönerhülle. Ja, Dönerhülle. Ja. So wie der hat er ausgesehen, Ja. einfach in mehr Farbe. Ach, kann sein, dass er im Flugzeug war? Nein. Ich habe irgendwie im Kopf, er ist so im Ich habe Flugzeug. das Gefühl, er war so neben dem Dönerspieß gewesen. Und da ist so gestanden, Alibaba now 5 times in your town. Eben New in Town. Stimmt, aber egal. Also gut, das ist krass. Aber ich glaube, das haben sie geklaut irgendwo von den Amis oder so irgendwie, Bruder. Ey, Bro, unter dem Strich wahrscheinlich. Aber es hat ihnen gefackt, Bro. Max? Die haben rausgeholt. Also ich habe das Gefühl, ist nicht... Also bis heute wollte ich alle Baba Kebab essen, Bruder. Wir machen alle Kebab auf. Bruder. Alle Kebab nach 20 Jahren, first store, now live. Ja. Gut, also erzähl schnell unseren Leuten ganz genau nochmal im Detail, was ist MSN und wieso hat das so einen riesen Stellenwert für uns in unserer Jugend? MSN ist einfach das Programm, das wir damals auf dem PC abgeladen haben, und mit dem Programm haben wir können, simpel gesagt, mit Leuten, die du geaddet hast, hast können chatten. Und die Leute mussten mit deiner Mailadresse adden. Damals hat Hotmail den Peak gehabt. Es hat fast nur, eigentlich 99% sind Hotmail-Adressen gewesen. Ganz Schlaue haben damals sogar noch ihre Mailadresse, ihre Hotmail-Adresse, unter anderem mich, in den Lebenslauf hineingefitzt. Und nachher hast du von der Lehrerin gehört, hey, vielleicht ist Hip-Hopper 94 nicht so die ideale Mailadresse, um dich bei ZKW bewerben. Auf jeden Fall haben wir das dann über Mailadresse können die Leute adden, und dann hast du meistens einfach Leute von deiner Klasse vor allem und so von der, keine Ahnung, von dort, wo du wohnst. Ja, und das war ja Dating gewesen, damals. Ja, Bro, du bist über Mittag heimgekommen, MSN. Mittagspause, auch wenn es eine halbe Stunde ist, MSN. Nach der Schule heimgekommen, MSN. Das ist eben ein Satz, wo du nie mehr wirst in deinem Leben hören, ist, hey, hast du mal deine MSN-ID? Boah, fix. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit, so, gewesen, wo du... Hast du auch Hotmail-Adresse gehabt? Ja, ich habe immer noch die gleiche. Ich habe auch noch eine von damals. Ja. Die ist einfach jetzt, keine Ahnung, die ist jetzt einfach nur dort und kassiert sie irgendwie, glaube ich, pauschal 20 Jahre nur noch Spam-Mails. Spam-Mails, Bro, grauenhaft. Aber sie ist ich weiß nicht wieso, vielleicht will ich irgendwann mal die brauchen. Keine Ahnung. Die habe ich noch Wie hat die nie geheißen? Sag ich nicht, ich habe sie immer noch. aber, also ich benutze sie immer noch aktiv, aus dem einfachen Grund. Wir haben einen Kollegen in der Familie gehabt, das ist wahrscheinlich jetzt, ich sag's mal, im Alter von Yilmaz gewesen. Also wo der Yilmaz heute ist, so 25, 26. Und er ist so der IT-Typ von den Kurden. Jeder, der das Problem hat mit dem Computer, also gut, wem erzähle ich das? Wem erzähle ich das, Bruder? Ich habe nicht Fall. Bro, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, meine Mutter denkt, alles, was mit Strom funktioniert, kann ich. Ja, Bro, ich habe im Fall ohne Scheiß jeder, wo meine Mutter gefragt hat. Bro, meine Mutter ist zu mir heimgekommen und hat gesagt, ey, der PC vom Resul geht nicht. Bro. Kann vorbei machen. Du hast noch Glück, Bro. Meine Onkel sind alle selbstständig. Ey, Bro. Ey, was läuft? Nicht viel. Ey, Neffe, lange nicht mehr gehört. Du bist ja der Computer aus da. Nachher er so, hey, was machst du da? Ich so, ja, geil, ja, kommst einfach nach dem Arbeiten da direkt, Döner auf mich und so. Schau mal, unsere Kassen an, die nicht richtige kassieren. Oh mein Gott, ja, egal. Auf die Geschichte gehen wir nicht ein, aber es gibt so eine geile Geschichte von deinem Onkel und Kasse. Ja, irgendetwas abschweifend kommt jetzt so ein bisschen... Krypto? Ah, ja. Also komm, er ist immer noch voll drin im Fall. Es ist so unfair, dass wir das anteasern und sagen. Nicht einfach, mein Onkel hat Krypto, Bro, was ich das sagen. Aber Bro, lustig ist, wieso hat er Krypto? Wieso hat er Bitcoin?
Bro, also schau jetzt, es ist eine lustige Story. Sagen wir, es war 2009, 2010 gewesen. Mein Onkel hat sich eine Kasse organisiert. Und die Kasse ist so, wie bei jedem anderen türkischen Laden, ist nicht so, wir gehen zu einem Schweizer Hersteller und den Schweizer Dingsler, sondern es ist irgendeiner von Frankreich gewesen, wo alle türkischen Läden in Deutschland, Schweiz, Österreich mit Kassensystem bedient hat. Habe ich noch einen Kauf von ihm bestellt. Wir wissen alle genau, wie die ausgesehen Ja. Ja. Sagen wir, die Kasse hat, also sagen wir, das Teil hat, sagen wir, 1850 gekostet. Und er hat noch mit Kreditkarte zahlen. Der erste teure Kurt, wo ich muss sagen, wo offizielles Zahlungsmittel angenommen hat, Bro. Ich verstehe auch gut Schweiz, Frankreich und so, zahl mir das bitte da, weißt du, so Dings. Mein Onkel hat das gezahlt mit seiner Kreditkarte, die er hatte. Und dann hat er später dann irgendwann mal erfahren, dass er ist so ganz frisch so gewesen. Und es war nicht mal ein Hype, es ist wie so, hey, by the way, es gibt irgendwie Leute, die Internetwährungen Ja, also herstellen. das Ding ist ja gewesen, der Typ, der das gemacht hat, Ja. hat ihm so gesagt, ey, die Rechnung hat so und so viel gekostet. Ja. Und du hast, also sagen wir mal, er hat die Rechnung von 1000 Stutz, Ja. er hat irgendwie 1000 Stutz gegeben, aber es hat 999,50 gekostet, Ja. oder? Ja, sag mal, es hat noch etwa, also sagen wir 899 vielleicht so. Ah genau, das heisst, er hat noch wie viel gehabt? So, ein bisschen mehr als 100 Stutz. Kriminal als 100 Stutz. Und dann hat er ihm gesagt, entweder ich gebe dir die 100 Stutz zurück, Ja. oder ich könnte sie in so eine neuartige Genau. Internetwährung investieren. So. Und mein Onkel hat dann gesagt, wieso, weißt du was? Unsere Leute, wenn das nur verarscht, ich vertraue dir nicht, aber ich informiere mich über die neuartige Internetwährung, was das einmal ist. Und er hat sich informiert und dann hat er ein bisschen rausgelesen, dass das, weißt so, es ist so neu, Bitcoin, man versucht da irgendwie ein Bankensystem Alternativen bieten und so weiter Ja, und ja. so fort. Und mein Onkel so, weißt du, dann Kaffee kann ich, weißt du, ja, scheißegal. war schlimm. Hure schlimm, ich kann schon dümmer Geld ausgeben und so. Ja, ja. Und nachher hat er wollen kaufen und er so, ja, mach mal 200. Geht er rein, declined. Er so easy. Er so, dann voll, also jetzt macht Sinn, weißt du. Ja, ja. Ne? Also, es hat sicher ein bisschen mehr als 100. Er kauft für 100 die, gekauft, Bro, zack. Easy. Nie mehr irgendein Karuz gehört, nie mehr hat ihn gejuckt. 7 Jahre später, 2016, 17 oder so, gehört er, Bro, Bitcoin, so viel 1000, das, so viel, er so, irgendetwas ratet er bei mir. Irgendetwas ratet er bei mir. Er so, keine Ahnung, Alter, irgendetwas sagt mir das. Und ich war dort im Zivilschutz gewesen, und ich habe dort auch frisch angefangen, so ein bisschen investieren. Ja. Hey! Und nachher, Stocks! Stonks. Bist du der Stonks-Typ? Normal, Bro. Nachher ich zu meinem Vater, ich so, Baba, schau, mein Typ, er so, Sekte, wer bist du? Ich so, okay, tamam, ich kann nichts sagen. Nachher sage ich meinem Onkel, ich so, hey Onkel, was läuft? Er so, hey, komm mal schnell vorbei, weg mit der Kasse. Ich so, okay, tamam. Ich so, ich komme vorbei. Ich komme vorbei und so. Und ich so, hey, warte schnell, ich schaue so auf meinem Handy, ich schaue so, er sieht, dass ich irgendwelche so Zahlen und runter gehen. Also spielst du da Khumar, spielst du da Ja, irgendein Casino-Scheiß oder so. Glücksspiel, Ja. Nachher ich so, nein, weißt du, ich habe investiert und so in Bitcoin. Also, ey, jetzt wo du sagst, gut bist du da. Ich lese so Bitcoin und irgendetwas, ich glaube, ich habe mal gekauft, bin nicht sicher. Ja. Ich so, wenn du gekauft hast, ich so, oh, Onkel, ich so, geh dem noch. Ja. Also ich gehe dem mal noch, ich versuche etwas zu finden. Nachher bin ich heim und nachher komme ich ein paar Tage später das Telefon über, ey, ich habe herausgefunden, mit nach hin und her, mit riesen Telefon und Mail und so weiter, habe ich jetzt mein Dings bekommen, mein Key bekommen und mein Konto auch und so und ich habe Bitcoins. Ich sage jetzt nicht, wie viel er hat, aber er hat Bitcoins. So. Nachher mache ich ihm eine Rechnung, ich sehe, die Bitcoins sind so viel wert. Ja. Alter. Was ist das gewesen? Sorry, Bro, das ist unanständig. Ich kann schnell Ja, alles gut. müssen antworten. Es tut mir Alles leid. gut, alles gut. Und nachher, ich so, deine Bitcoins, ich rechne aus, ich so und so viel, mal so und so viel. Ja. Ich so, cool, ich so, Onkel, du hast so viel. Bro, die Nullen sind da, ja. Ja, nachher, er so, schau. Also, du sagst niemandem etwas, du kehrst den Scheiß um, du sagst niemandem etwas. Ja. Ich so easy, weißt du. Ich gehe heim, meine Frau sagt, ich darf niemandem sagen, es mir ein Ding sagt und so. Die Mutter Häuser hat. Bro, ich komme heim. Ja. Erst und später mein Vater so, in mein Aha, Zimmer, ich so, ja. Er so, hey, mein Bruder, dein Onkel und so, der hat mir vorher angerufen und so, du hast mir von etwas erzählt, er ist in dem drin und so, was? Bitcoins und so, er hat auch Bitcoins, du willst mal mit mir darüber reden? Ich so, ich habe mit dir darüber geredet, ich sage, es dir geht und so. Ja, ja. Alles Glücksspiel, alles Khumar, jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Jetzt hast du den Pappe, jetzt hast du den Para geschmeckt. Ich so, weißt du, vor 3 Wochen hätten wir Cash mal, jetzt ist vielleicht etwas anderes. Ja, auf jeden Fall, das ist die Geschichte. Also mein Onkel hat irgendwie, es gibt sicher sehr viele so Geschichten,
wo Leute irgendwie vor Jahren etwas gekauft und jetzt erfahren, dass er Wert hat. Ich meine, der eine Engländer, wo bis heute immer noch irgendeinem Müllfeld in England seine Harddisk gesucht. Mit x Tausenden von Bitcoins. Ich verstehe, das sind x Millionen, die in dieser Mülltonne hängen und er ist das am Suchen. Wie? Bro, er hat mal Bitcoins gekauft vor, sagen wir, ich sage jetzt nicht die Zahl, stimmt nicht, aber einfach für Verständnis, es ist urlang bevor es einen Bitcoin-Hype gibt. Ja. Sagen wir 2008, 2009 hat er gekauft. Ja. Was hat Bitcoin einen für einen Wert ungefähr? Hast du Jetzt Ahnung? Ja. ist er, glaube ich sage jetzt, um die 50'000 Stutz müsste er sein, so ein Bitcoin. Würde ich jetzt sagen. Nicht? Ja, er ist bei knapp 60'000 so. Also, Eine. ja. Bruder, ich weiss noch, was 23'000 war. Bro, als ich im Zivilschutz war, hat eine 2,1 gekostet, Bro. 2 Franken. 2100. Aha. Nein, chill. Ja, 2100. ja. Aber schon damals, sobald ich gesagt habe, keine Ahnung, mein Tipp, ich weiß, ich bin kein Broker, ich weiß, ich bin dein Sohn, ich weiß, schwierig zum Glauben. Ja, Aber wenn du kannst, ich will ein Batzen, der dir nicht wehtut, der bei wenig ist, teilen tun, glaub mir, es lohnt sich. ja. Also, sick, der geht, da hast du wieder vom Internet gelesen, kommst du an. Aber ja, es gibt viele so Geschichten. Es gibt ja auch einen, der zum Beispiel 2009 oder 10 oder 11 seine Pizza mit irgendeinem Kleingalter 10.000 Bitcoins gezahlt hat und so. Alter. Weil damals 10.000 Bitcoins, sagen wir, kein $10 wert gehabt oder so. Aber ja, der Typ mit, was? Mit dem Müllhalde? Nicht, er hat Bitcoins gekauft, auf seine lokale Festplatte von seinem PC. Ja. Dingset. Dann hat er sich irgendwann mal einen neuen PC geholt. Ja. Und Hat seinen PC entsorgt und hat kurze Zeit später erfahren, ey, Bitcoins sind durch die Decke gegangen. Er so, Alter, Millionen habe ich auf dem PC gehabt, ich habe den entsorgt. Er ist jetzt er ist sicher noch bis heute am Suchen, also ich würde bis heute noch suchen, weil irgendwo dort sind Millionen, Bro. Und dann gibt es nochmal einen, der auch so eine Geschichte hat, wo er hat seine Festplatte, er hat seine Bitcoins, aber er hat sein Passwort von seiner Festplatte vergessen. Er hat noch einen Versuch. Ohne Scheiß. Er hat 17 Mil oder 15 Mil auf seiner Festplatte. Das kann nicht sein, Bro, Bruder. die Wallets oder die Harddisk und so, die sind ja mit dem Key gespeichert und dann musst du einfach speichern, aufbewahren. Und der Bruder weiß nicht. Und jetzt? Er hat, ich glaube, sagen wir, ich weiß nicht, ob 6 oder 3 hast, aber er hat auf jeden Fall noch einen letzten. Und er lädt auf, er so, Bro, ich warte, bis etwas kommt. Wo ich kann das entschlüsseln oder so. Aber was soll kommen? Schau, ich würde in diesem Szenario, du hast verloren, Bro. Ja. Du musst an Räuber und an Dieb vertrauen. Du musst sagen, hey, schau, da mit der Festplatte, Ja. hack den Karuz, Ja. 50% dir, weil sonst kommst du nicht raus, Das Bro. kommt nicht raus, Bro. Nein, du findest das Passwort nicht raus. Niemals. Niemand. Und sonst, vielleicht findest du einen gutherzigen Mensch, der sagt, Bro, ich habe Skills, aber ich brauche kein Geld. Ich tue das entsperren und das gehört an dir. Keine Ahnung, aber sonst, Bro, musst du halt 50-50 machen oder halt Ja, hoffen. du erzählst einfach nicht, was es ist. Oder wie viel drin ist. Du gehst einfach zu einem... Es gibt ja auch so gute Hacker. Also weißt du, mit gut meine ich Ja. so Angestellte. Ja, fix. Ja, ich weiß nicht, wie Dings ist. Aber ja, fuck off. Egal. Ja, Bro, das ist die Geschichte von meinem Onkel, wie er erfahren hat, dass Stell er dir vor, Bitcoin hat. du findest den Key und dann gehst ein und dann rutschst du aus. So, wenn du auf 3 drückst, drückst du auf Enter. Das ist mir mal passiert, als ich mich mit meiner Ex-Freundin verabredet habe. Wir haben es abgemacht und ich war vom Weg auf Luzern. Mhm. Und so eiskalt, 20 Minuten bevor der Zug ankommt, aus dem Nichts kommt so eine Meldung, musst du den PIN geben. Ab und zu hat einfach das mein Handy gehabt, Freunde, Bro, einfach so dumm, freeze, so gib den PIN. Und ich habe das in dem Moment 3-mal falsch gegeben. Oh, shit. Bro, und ich habe mit meiner Ex-Freundin damals abgemacht, weißt du, so, keine Ahnung, sagen wir, der Zug kommt 28 und wir machen 30 dort ab. Ja. Ich bin dort, ich warte, das ist nicht dumm. Ich so, ja, vielleicht hat sie mir geschrieben, angerufen, ich bin verwirrt, Ja. Alter. Dann gehe ich in Luzern, gehe in den Swisscom-Shop, ich sage, Bro, Ja. ich Regeln. brauche eine neue PIN, ich weiß nicht, ob mir Ja. kannst helfen. Ja. Und ich habe nicht gewusst, ob der mir helfen kann. Weißt du, Ja. ich habe das Gefühl gehabt, du gehst in den Store und wirst vor allem beraten. Also, Bro, kein Problem. Mhm. Er macht mir also, gib eine neue PIN, zack, neue PIN gegeben. Ihr angerufen, ich sehe, wo bist du? Ich bin gerade angekommen, so easy. Ja, ist mir einmal passiert, dass ich den PIN so verkackt habe. Früher, Bro, oh mein Gott, Puck muss raussuchen. Puck ist ganz mühsam. Das gibt es ja heute auch noch. Puck muss raussuchen, Ja, Bro. das gibt es ja heute auch noch. Scheiße, Mann. Aber heutzutage kannst du es eben im Internet auch nachschauen. Das ist easy. Hey, heute ist wieder der absolute Kampf gegen den roten Faden, gell? Hey, ich weiß nicht, das ist einfach unser Gespräch. Genau, aber wir sind eigentlich noch beim MSN gewesen. Ja, genau. Eben MSN, Messenger. Mhm. Ein Messenger, wo du kannst mit den Leuten schreiben Genau, und das haben wir jetzt geklärt, ja, so das was so- das kann. Der Peak ist, glaube ich, also es ist gelaufen, bis wir vielleicht 40 sind oder 13, nachher sind so die ersten LG Touch-Handys gekommen.
Und das Ding ist, ich habe ja schlimme Liebesgeschichten gehabt dort im MSN, Bruder. Ja. Also so meine erste also ich würde heutzutage nicht mehr sagen, das war meine Freundin gewesen. Wieso? Ja, Schämst dich? Nein, Bro, es ist mehr so, Bro, es ist nicht ernst zu nehmen. Bro, Also weißt du, bist so 13, 14 und hast Handy. Bro, Haust damals den hast du einfach Schwanz Liebe rein, aber gefühlt. oder checkst, Bro. Nein, damals hast du Liebe gefühlt, was soll ich sagen? 13, 14, Alter, du hast Hände gegeben, hast du ein Leid bekommen. Das ist so etwas. Bruder, die ist so einig, ich sage dir. Ich weiß noch ganz genau, Bro. Wir haben halt so auf MSN, weißt du, so geschrieben. Wie eben WhatsApp gibt es nicht. SMS hat gekostet, Bruder. Natürlich Spaß hat. SMS hat gekostet. Ich habe gemeint, ich bin ein Fuchs. Anstatt dass ich so drei SMS schreibe, schreibe ich einfach einen ganz lange. Haben viele gemacht, Bro. Aber das GGWM. Aber das Problem ist, ich habe wie so einen ganz langen SMS geschrieben, weil du hast ja, ich habe gemeint, es kostet pro SMS, aber es kostet ja du hast einfach 700 Zeichen oder so in genau, aber du zahlst ja pro... 4 SMS sind es noch Genau, oder so, ja. oder? Und Scheiße, Bro, so Sachen einfach. Und ich habe wirklich so viel... Und nachher ist ja... Es gibt ja so gewisse, ich sage jetzt mal, Codes, wo wir darüber lachen können, wo jetzt vielleicht die Leute, die jünger sind, nicht checken. Weißt du, zum Beispiel eben so der Klassiker, so Cam geht nicht. Ja, aber das Wort Brat zum Beispiel. Ja. Checkst du das? Also, du meinst Brad. Brad, ja. Ja. Bro, ich habe das in einem Game gesehen oder so. Ich sage, ja man, Brat, ja. Ich sage, my Brad. Ja, ich ja. habe nicht wissen, was geht. Keine Ahnung. Ja. Ist es so in dem Kontext oder ist es... Also Brad ist wie so, es heisst so viel wie Göre. Also freches Mädchen. Also, okay. So, Aha, Brad. so Jadde sagt man auf Brad, Türkisch. ja, okay. Und ich glaube, also ich kenne mich auch nicht ganz Ja. genau aus. Ich weiß nur, was das Wort bedeutet. Und ich glaube, so Brad-Sanger heisst so... Hot Girls haben wir quasi. Äquivalent von dem. aber du bist jetzt quasi so... Go Ja. crazy, go Ocker. stupid. So, Ja. ja, das, oder? Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wieso du jetzt von das kommst. Wir haben eigentlich von deinen Codes geredet. Ja, ich kann keinen. Nein, ich habe keine. Aber mit deinen Codes meine ich so Sätze, die nur im MSN stattgefunden haben. Aha, ja, safe. Eben so, Cam ist kaputt. Cam geht nicht, machst Cam oder Mein irgendwie. Cousin war, haha. Ja, genau, der. Was hat. Also weißt du, oder all die Kürzel, die benutzt du heute nicht mehr. So Nein. WMS. Nein, GDNGI. Gut hast du dafür geholt. GDNGI, Yes, gehen wir da jetzt nicht mehr drauf. Gestern, noch kurz, Ja. ich sehe die anderen zwei. Bro, es ist für mich, ich weiß nicht, es entwickelt sich Sachen in eine Richtung, die ich nicht handeln kann. Ja, wer was, wo, was? Felix und Davide, die machen jetzt so, wie sie an dem Dezibel sind. So richtig am Leute zuhören, wie so richtig so... Sind sie dort gewesen? Ja, aber Wieso sie hast du sind das heute dort. gesagt? Sie machen das Story, ich so, Jungs, ich bin ja schon auch dort. Ja. Und Nachher schreiben sie, Bro, wir sind gegangen. Ich so, du hast 150 Schutz gezahlt, Wie? um nach 3 Stunden gehen. Ah, krass. Okay. Und? Bro, ich verwirrt sie, Alter. Ich sehe so, die machen eine Story, dass sie dort sind. Ich so, Jungs, komm nachher an. Ich kann sogar reden. Die sagen, geil. Nachher schreiben sie, hey, Bro, wir sind gegangen. Gut, dir viel Spaß für den Speech. Ich so, was passiert? Es ist Business, Bruder. Ich schreibe, so, hey, Ficker, bis nachher. Ja. Die so, hey, Bro, bis nachher. und ich so, okay, weißt du, ich weiß, wir sind nicht mehr 20 und so, aber ich rede jetzt für mich, mein Kopf, Bro, seit nein, ich mache immer noch Fortschritt und so, aber ich sage, Grundbaustein seit 5 Jahren bei der gleich. Ja. Also, da muss ich dir auch ehrlich sagen, ich glaube schon auch, dass du und ich nicht das Maßband sind. Oder die erwachsener Messlatte Mensch, für ja. erwachsene Menschen. Weil, Bruder, wir sind beide, einer ist schon, der andere ist kurz vor Ja. 30. Ich sehe, Bro. Und Bruder, ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja, also du hast mich letztes Mal ausgelacht. Das war ganz schlimm, gewesen, aber das auch, also, ich hätte schlimmer reagieren, das war ganz schlimm. Gewesen. Was meinst Das war ganz schlimm, gewesen, Bro. du? Was meinst du, sag? Du hast angeschrieben, sag, was du gesagt hast. Das war ganz schlimm. Gewesen. Das ist für mich, ich bin schockiert. Gewesen. Also, Serhat und ich haben das Interview müssen geben. Oder dürfen geben. Mhm. Und es ist, was? Wie spät war es? Gestern? Ich rede nicht vom Gleichen. Ich rede vom Interview. Ja, sagen wir 8:45. 4:00 am Morgen. Ja, Also, ja. ja, es war 4:00. Ja. Dann sagen wir. Und Bruder, ich weiß, wie du
mit Essen umgehst, Ja. weil ich habe mit dir gewohnt. Ja, Du weißt, wie ich mit Essen umgehe. ja. Seit, Ich rede von etwas anderem, aber das ist auch ein du ganz redest guter von etwas- Punkt. Das ist ganz super. Aha. Ich rede von WhatsApp, Bro. Oh, das ist ganz schlimm. gewesen. Das ist für ganz das schlimm. tut mir sehr gewesen. leid. Ja, das ist aber, ganz schlimm. gewesen. aber eben zum Ersten. Ja, ja. 4:09 am Morgen war es. Darf ich erzählen? Bitte. Ja, erzähl! Bitte, Bruder. Bro. Erzähl! Bro. Ich schäme mich nicht für das. Also erstens, es ist Punkt 8:45. Ja. Er schreibt, wo bist du? Nein, ich habe geschrieben, wann bist du da? Aha. Weil ich weiß, Aha. aus bisherigen fix. Erfahrungen, Ja, fix. du bist nicht der Ja, ja. pünktlichste Mensch. Nachher ich so, wieso schreist man? In dem Moment bist du Er reingelaufen. schreibt, er tut senden, ich zack dir auf mal so. Was Ja. wieso schreist? Nein, ich bin reingelaufen. Ja. Ich sehe, hey, was läuft, mein Bruder? Guten Morgen, der andere auch guten Morgen gesagt und so. Wir hocken da, und sie so, hey, wir tanken einfach so easy. Ich kann mir einen Kaffee holen, wir warten die Tresen, sie macht ihren Kaffee und so. Ich höre mich um, Bro. Ich sehe einfach, er ist etwas am Shaken. Nein. Am Morgen um 8:45. Ich sehe, wie sie da und er macht so. Ich so, hä? Ich hab gedacht, man geht er ins Gym, am Pre-Workout oder so ein Scheiß. Das würde ich dir noch geben, weißt du? Wegen voll der Sportler. Nein, wegen, das ist nicht etwas wie Head Coach, weißt du? Ja, Ich habe ja. schon mal gesagt, wir müssen abnehmen und irgendwie auf Sport gehen. und so. Stimmt. Stimmt oder Ich stimmt schaue dort, wo er das Teil also wo er das heben tut, ich schaue ich genauer. Ich gehe zu ihm und er sagt, kennt mich jetzt genommen, Bro. Mich jetzt genommen, Bro. Sag, was ist es? Sag. 20:09, Bro. Hättest mich vor 10 Jahren gefragt, ich hätte niemals ja gesagt. 20:09 im Studium, der Bruder packt einfach einen scheiß Becher aus seinem Music to go, Shakebecher, was auch immer. Und er hat sich an mir gegeben, Bro. Er sagt, Beri oben drauf. Es ist nicht, ich mixe das schnell an und aus meinem Teil und ist es nachher die irgendwo auf die Schnelle aus. Also ich erstmal. Ich schau, Bro, schön Beri, Bro, schön Erstmal. Glitter und so. Bruder, wir sind an dem Scheiß. Kleber an deinem Scheiß, noch Sterne und andere Sachen an deinem Ding, man. Wir sind am Interview, ich nehme dafür. Ich habe gedacht, ich bin ein erwachsener Mensch, Bro. Ich habe gedacht, ich kann es morgen essen, Bro. Alter, mich hat's genommen, man. Ich nehme das für, ich mache es auf. Sie fällt sich das Welt nicht checken. Sie schaut mich an, ich sehe das Herz, er kommt auf mich zu, er sagt, Bruder, Machen wir jetzt machen wir jetzt so? Die von NZZ hat gedacht, hä, das ist ja ganz normal, er ist morgen. Morgen, Bro, voll gesund. Bruder, also ich sage dir jetzt, was ist. Ja. Ich bin Ganz heim. ehrlich, noch kurz, hast du Ja. am Morgen das vorbereitet? Nein, wie das sind Overnight Oats. Also, hast du mehrere vorbereitet am Abend vorher? Ich tue immer am Abend vorher, tue ich Haferflocken, Proteinpulver, Chiasamen, Mhm. tun die 2-3 Minuten köcheln, Aha. oder? Das müsstest du auch nicht eigentlich, Ja. weil das ist Oatmeal. Ja. Aber du machst, wie du checkst. Nein, weil ich mache es eigentlich, weil ich dann amigs will, so eine Portion zum Nachtessen, Aha, und 1% für den nächsten Tag. quasi. Ja. Und dann tue ich sie in den Behälter, den du so schön beschrieben hast. Ja. Das ist so ein Birchermüsli-Behälter. Bro, er ist einfach ein Müsli-Becher, Bro. Ja. Und den tue ich mir in meinen Kühlschrank hinein. Mhm. Über Nacht werden die Flocken breiter Mhm. und dann esse ich das. Das ist mein Morgen. Ja, und hast du am Morgen die Erdbeere drauf da, oder? Die, Nein. die Nein, Himbeere wieder- oder so? nein, das sind gefrorene Himbeere. wo einfach drin da Die ist. tue ich in der Nacht drauf Ja. und am Morgen sind sie weich. Päh, Mann. Und Bruder, das Ding ist jetzt das 2 Sachen. Erstens, ich liebe Birchermüsli, Bro. Ja. Ich liebe es. Ich auch. Es ist geil. Ich auch, ja. Das Problem ist, Bruder, ich kann mit, ich sage jetzt mal, ich muss langsam schauen mit Zucker, Bruder. Ja, wenn sie im Laden kaufst, Bro, du kaufst kein Birchermüsli, du kaufst Nein, Zucker Bro, mit du kaufst Birchermüsli. Zucker mit paar Haferflocken. Farbstoff. Ja, So. ich schwöre, ja. So, weißt du? Easy. Und darum, und plus, und es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber plus, tue ich Geld sparen. Das ist safe ein fairer Punkt bei allem, was du machst. Ja. Aber ich finde, auf die Art und Weise, Ja. Bruder, ich weiß, es nagt an meiner Kredibilität. ey, es ist voll easy. Ich habe dir gesagt, so, look, Bro, niemand hat gesehen, nur ich habe gesehen. Nein, ich stand dazu. Es ist auch geil. Es ist, look, Bro, es ist voll okay. Ich finde es schön, Mhm. dass du vor allem auch wegen der Ernährung etwas vorbereitest Genau. und Geld sparen tust. Ich finde absolut 10 von 10. Ich bin einfach schockiert gewesen, dass wir dort ein Interview geben und der Bruder packt einfach, keine Ahnung, man, aus seinem Freitag-Rucksack. Es ist kein Freitag-Rucksack, Bruder. Du Stück Scheiße. Aus dem, keine Ahnung, Bro, du weißt, was ich meine. Und dann packt er dort so einen etwas aus zum Morgenessen und Bruder. ich bin dort. Die Zeiten, wo wir zum Morgen, jeden zum Morgen,
Und Ei, mit Wurst, Bro. nein, auch, ich meine jetzt mal, was holst du im Coop zum Morgen? Nix. Oder Migros? Nix. Wenn Maximal. Also, Sag's. Schokigipfel. Schokogipfeli. Ja. Voilà. Ja. Bruder, Schokogipfeli, ich bin jetzt nicht der Mensch, Ja, ja, fix. aber Schokogipfeli, pauschal 500 Kalorien, Bruder. Ja, fix. Zucker, fick dich. Dann holst du einen Kaffee, wie ich kenne, noch einen Emmy Kaffee Latte, vielleicht einen Zero. Nein, das nicht. Das nicht. Kaffee will ich halt auf Geld schauen. Stimmt. Bro, das ist einfach Trash. Ja, das stimmt. Ich habe mir weißt du wie oft, vielleicht mal verwitscht einmal, ich komme Ja. so mit dem Teil Stimmt, zum stimmt. Mitnehmen. Weil es ist, Bro, die Maschine ist gut, Bohnen sind super. Und dann machst du die von daheim. Und was ist jetzt für dich der Unterschied, dass du in deinem Scheiss Bro, erstens, ich habe Thermocup. ich habe etwa 1 Liter Kaffee. ja, Ich habe einen halben Liter oder Ja. 1 Liter Kaffee. ich habe knapp 80 Gramm, aber aufgedunstet mit Proteinpulver. Krass, Bro. Sag mal, der Gramm-Dings Nährwert? Ich kann nicht aussagen, aber es ist besser als die vom Kopf. Ja, 100%. Was ich wollte sagen, oder vom Migros, was ich wollte sagen ist, es ist einfach, ich kann nicht mehr, Bruder, einfach in this day and age, in this economy, Bruder, ich kann nicht mehr jeden Morgen einen Schokogipfel reinfetzen, Bruder. Ja, verstehe ich. So. Verstehe ich. Und jetzt, ein Bruder will auf sich schauen, Bro. Ja, schau auf dich, Bro, ganz gut. Du musst Okay. aber auch damit umgehen, dass Leute vielleicht ein bisschen überfordert sind. Absolut. Ich verstehe das Setting Nicht erwartet. von Studium Ja. mit dem, wie du es nennst, Freitag-Rucksack, was kein Freitag-Rucksack ist. Bro, aber Aber ich du verstehe musst uns die dich. Leute fragen, jeder will sagen, es ist Freitag-Rucksack. Aber Bro, es ist ein geiler Rucksack. Es ist ein geiler Rucksack, sicher, Dankeschön. ja. Wie er ist stylisch. Stylisch. Billy Eilish, stylisch. So Billy Eilish stylisch. Ja, aber Bro, eben, ich muss sagen, ich nehme das an, die Kritik. Ich habe Kritik, Bro, es ist einfach... Oder ich will Ich mich auch tue den lustig Schock machen. teilen, den Schockmoment, wo ich kann. Ich will mich auch lustig machen, Bruder. Aber ich Ich finde kann auch... morgen einfach... Aber das finde ich jetzt wieder, das nimmt wieder den Lauf, wo ich ursprünglich will sagen. Als erwachsener Mensch Mhm. habe ich den Gedanken viel gemacht, wo vielleicht ein bisschen sollte auf sein Geld schauen, wo ein bisschen auf seinen Körper sollte schauen. Mhm. So, Bruder, so wie du und ich gelebt haben, vielleicht sogar noch aktuell leben, ich auch natürlich, oder ich, es ist nicht gut, Bruder. Nein, das garantiert nicht. Nein. Ich So meine ist es nicht. so eine Woche Einkauf zum Beispiel. Letztens habe ich einen Artikel gelesen und der hat wirklich bei mir ein bisschen Alarmglocken, ein bisschen Mhm. Dings erlaubt, Bro. Ich weiß nicht, wieso genau der Artikel kenne, aber es hat mir wieso nochmal veranschaulicht, so, du bist 30, Bro. Ja, Bro. Es ist einfach, ich habe es nicht gewusst, Bro, aber ab 30, Bro, deine Muskeln wachsen nicht. Bro, es ist vorbei. Die werden kleiner. Es ist vorbei. Wenn du nichts machst, bist du gefickt. Es ist vorbei. Deswegen, ich muss etwas machen. Ich muss in 10 Jahren etwas machen. Ich muss, ich muss jetzt etwas machen, Bro. Bruder, ich bin seit knapp 25 Jahren Massenphase. Jetzt ist es langsam gut. Nein, ich will etwas machen, weil ich will ja auch Vater werden, ich will ein gesunder Vater werden. Genau, ich will Bruder. auch, dass gesunde Schwangerschaft ist und dass das Kind gesund ist und so. Genau, Bruder. Und das heisst eben zum Beispiel vielleicht 4-mal in der Woche so, ist eine Möglichkeit, so scheiß alte Männerfraß go essen. Bro, ich glaube, die halbe Miete ist einfach schon mal, indem du einfach selber anfängst zu kochen. Ja, Sag dir aber ganz das hat ehrlich. ja auch damit zu tun. Ich Ja. koche irgendwo durch meinen Morgen. Okay, Fix, es ist Bro. nicht... aber Bruder, Mach deine Haferflocken mit Chasam, Bro. Und die Tiefkühle nicht frisst, Bro. und Proteinpulver. Und Protein. Dankeschön. Also, das ist, was er jetzt gerade erwähnt hat. Sinds morgen war an die Hater, die ihm vorgeworfen haben, oder uns vorgeworfen haben, dass wir sollen Medien-Scheiß Dienstmittag und Dienstnacht als Drink sollen trinken. Ja, ja. Hast du mit, du hast vielleicht nicht mitbekommen, Ja. aber es hat der eine oder andere schon heavy getroffen. Ja, ich habe Das- zurückgeschrieben, der. Ich weiß, aber die ist von allen Wolken gefallen. Bruder, die hat von allen Plattformen geschrieben. Schau, ich stelle mir das folgendermaßen vor. So, Ja, sorry, erklär schnell, was passiert ist. okay, also, wir haben das Video in TikTok veröffentlicht, von unserer letzten Folge, wo wir sagen, so, Jeder, wo die... jeder, der den Drink, also das Essen, das kannst trinken, trinkt, ist ein Untersohn. Mhm. Und nachher haben wir aber ein bisschen präzisiert und dann gesagt, schau, der das Gefühl hat, ich trinke meinen Mittag und gehe wieder arbeiten. Genau, es geht Und- um kapitalistische Gründe. Genau, oder? ja, also wir haben ziemlich schnell klar gemacht, ey Bro, es ist nicht darum, dass wir sagen, so, wer das trinkt, hat Leben verloren, aber der Drink werbt dafür sowieso, ey, hast du keine Zeit gehabt? Genau. Und dann haben uns ja Leute kommentiert, auf TikTok auch zum Beispiel, und geschrieben, also ich trinke das immer vor dem Sport, aber ist ja klar, dass zwei so unfitte Leute Ja, ja, und wie nachher, ihr- nachher hat einer gestimmt, er so, und Bro, ich finde es lustig, aber nachher hat einer mit ihm so angefangen zu diskutieren und wieso gesagt, hey Bro, schau, sachlich gesehen, Ja, Nahrung fest aufnehmen, Ja. wie auch flüssig, Ja. es hat gesundheitlich Unterschied für dich. Ja, Also, ja. geh ins Gym. Der andere einfach, also geh ins Gym. Auf jeden Fall hat es eine gehabt, Bro, und ich stelle mir so vor, sie hat das Video gesehen
Und dann ist sie granted auf TikTok, also sie hat auf TikTok geschrieben, dann hat sie auf TikTok kommentiert und ich glaube, mir nicht reagiert gerade. Mhm. Also gerade heisst wahrscheinlich so 10, 20 Stunden oder so. Ja, genau. Nachher, Stimmt, ja, das habe ich nachher auch gesehen. und nachher hat sie auf Insta geschrieben und auf Insta kommentiert. Ja. Und ich habe auf Insta gesehen und es ist so ein Trap gewesen, weißt du? Aber ich wollte wissen, was. Ja. Sie schreibt so eigene Fans haten, schämen euch. Ja. Oder nur so eigene Fans haten ist wild. Und ich habe nicht gewusst, ob das ist so wie wir machen das oder sie Ja, hat ja. etwas gesehen von jemandem und Genau. wieso erzählt. Ich so, wie meinst du das genau? Mhm. Das finde ich einfach Fehler Nummer 1. Bro, schreib der nicht zurück. Ich weiß, in der Regel schreibt, aber ich bin Ja. direkt. Ich so, wie Ja. meinst du das genau? Ja, ja. Das hätte ich genau, Bro. Und nachher Das ist ist genug. einfach oh, ding, 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 Bro, ich habe 3-mal scrollen. Das erste Mal, ich so etwas gelesen Ja. habe, Bro, war, wo meine Ex-Freundin sich rechtfertigen wahrscheinlich. Und dann hast du, weißt du, was du gemacht, Bruder? Ich habe gelesen und fuck off, Bro. Du hast gelesen und Ja. bist aus der Nachricht raus, hast Ja. gemacht unbeantwortet. Ich so, ja, fick Leben. Bro, ich so unbeantwortet, ich so, falls er Lust hat zum Schreiben, Ja. soll er, ich schreibe nicht mehr, Alter, Ja. ich nicht. Weil es einfach, das Ding ist, es ist so viel, Ja. ich kann mir so wieder Bruder, geben. look, es ist berechtigte Kritik. Safe, So, Kritik ist sie berechtigt. hat gesagt, ja, ich als Person, die mit Bulimie zu kämpfen hat. Sie hat das nicht gesagt. Ja, sie- aber sie so hat- zwischen den... Ja, ja, sie hat gesagt, wissen ihr auch, dass das ist ein fairer Kritikpunkt. Mhm. Kritik ist so gewesen, wir haben alle über einen Kamm geschert, wir haben gesagt, es sind Mhm. alle Nutten sind, nachher haben wir es erst korrigiert. Genau. Und sie sagen, wieso, hey, Leute, die Magersuchtsprobleme haben oder Probleme mit Ernährung haben, Ja, die sind- für die ist das super. Dann hat sie gesagt, ich kann zum Beispiel ich kann nur das können essen. aha, okay. Bin ich auch that's ein it, Nuttensohn. okay. So. Und ich so, erstens ja. Nein, das schon. Nein, aber ich habe ihr Du gesagt, bist hure anständig und sachlich geblieben. Bro, ich habe ihr gesagt, ey, look, es tut mir leid, dass ich dich getriggert habe, dass ich mich Ja. getriggert habe mit dieser Aussage. Ich verstehe es, ich nehme es auch auf. Ja. Du kleiner Nutten. Nein, dann habe ich gesagt, aber Kontext ist, glaube ich, sehr wichtig und wenn du die Folge hören würdest, wirst du es verstehen. Sehr, so, okay, ich habe mich entschuldigt, Ja. aber ich habe ihr wieso Du hast aber auch dir, wie soll ich sagen, nur dass Leute das verstehen, er hat nicht einen 3-Zieler gemacht und abgeschickt. Er hat sich auch wirklich gezeigt und also, hey, look, danke fürs Feedback. Mhm. Ich sehe, was du meinst, ich verstehe es auch und es macht auch Sinn, was du meinst. Tut mir mega leid, wir nehmen es auf. Ja. Und dann hast du gesagt, wir müssen darauf achten, aber dann hast du den Kontext erklärt. Genau, es ist also wirklich kontextuell nicht ein geht es um kapitalistische Genau, es war nicht ein Grundsätze. 3-Zieler gewesen. Also hat es Ja. wirklich Zeit genommen für eine anständige, saubere Antwort. Dann schreibt sie, also bin ich ein Nuttensohn? Nachher ist es auch Anführungs- Schlusszeichen. Jeder, der das trinkt, ist ein Nuttensohn. Also bin ich dann vor allem einer. Ey, Bro. Nachher er so, Easy. hey, fairer Punkt, die Wortwahl ist nicht vielleicht die richtige gewesen, nehmen wir mit. Aber wir meinen wirklich nicht das. Du sagst, wenn wir dich verletzt Da habe ich haben, gesagt, alles Liebe, ich wünsche dir alles schöne Gute. Woche, Schöne wir nehmen Woche. es auf, wir uns miteinander anschauen. Tut das leid, easy. Und Das ich habe nur passiert. gedacht, nachher schreibe ich ihr, ey, und da wäre mein Privataccount. Da können wir auch dort diskutieren. Nein, und nachher, das Schlimme war ja, ich nehme an sehr stark, dass es sie war. Mhm. Ich bin auf unserem TikTok gewesen und da habe ich so gesehen, jemand hat das Video kommentiert. Ja. Ich drücke auf den Kommentar. Dieses Video wurde wegen sexuellem Missbrauch gelöscht. Ohne Scheiß, ist das Video gelöscht worden? Hast du nicht? Geh mal nachher abchecken. Nein, ich habe nicht gesehen. Sexuellem Missbrauch gelöscht. So, Gott sei Dank ist der Jenny vor 2 Folgen da gewesen und hat erzählt, dass er auch so Fälle hat und Ja. Widerspruch dingstet hat. Ja, Ich so, gut, wenn das auf Insta damals geklappt hat, ja, jetzt geht das vielleicht auch auf TikTok. Dann gehe ich auf die Beschwerde ja. und gesehen, es ist wegen sexuellem Missbrauch gesperrt worden. Ja. Ich so, hä? Nicht in die Richtung, in dem Inhalt geht in die Richtung. Ja. Das ist easy. Dann habe ich gesehen, und es hat, gib uns ein Feedback. Ich so, ja, schlechtes Feedback, weißt du, so, Mhm. macht keinen Sinn. Dann kommt gerade ein neues Fenster an, willst du einfach Beschwerde einreichen? Mhm. Ich so, ja, safe. Dann habe ich kommentiert, ich so, hey, look, in diesem Video haben wir mit nicht die feinsten Wortwahl, haben wir einfach Ja. einen Drink und seinen Werbeslogan kritisiert. Hast du das auch geschrieben? Ja. Ich so, es hat kein sexuelle Dings. Ja. Inhaltlich haben wir aber nicht die Ja, ja. feinste, die Wörter, die feinste Wortwahl Ja. gehabt, haben aber einen Drink und dann Okay. seinen Werbeslogan. Und dann? Und ein paar Stunden später, hey, ist gut, wieder entsperrt. Ach, krass. Krass. Also, wenn ihr etwas habt, Mhm. ihr seht, Kritik kommt an und Mhm. Kritik wird auch aufgenommen und nicht irgendwie Paul Schlager gesagt, Bulimie nicht kurat. Wenn etwas ist, Bruder, platziert, wir nehmen es gerne an. Das Ziel ist ja, dass wir eigentlich ein Endprodukt liefern oder ein Mhm. Erfolg liefern, wo für alle schön ist. Die Hurensohn. Genau. Wenn es jetzt etwas ist, wie so, wo jemand eben, wie sie jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich finde das scheiße, erklären wir unsere Sicht, wir nehmen es aber trotzdem mit, oder? Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, Alter, so sinnlos und so dumm, Alter, du willst eins auf, wir verstehen Nein, dich. absolut. Aber ja, es ist lustig, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel problematische Scheiße rausgelassen Safe, ich in habe. diesem Podcast. So, Safe. ist das wirklich der Moment, wo ihr Ja. mich anfickt? So, wegen Wegen einem Drink. Drink, wo man isst, so, wo man trinkt. Ja. Aber easy.
Bro, weißt du, was habe ich gestern auch gemacht? Was? Gestern bin ich mit dem Shidi und Jan im Discord gewesen. Mhm. Und der Shidi so zu mir gekommen, so, Bro, ich bin nicht so Fan von dieser Folge, die wir aufgenommen haben. Hat der Schiri gesagt? Ja, ich so, wegen, Bro. Ja. Er so, ja, es ist nicht so lustig und so. Aha. Ich so, was findest du nicht lustig, weißt du? Ja. Er so, ja, kein, so im Vergleich zur letzten Folge. Ich so, Bro, das ist der Fall Nummer 1. Ja. Wenn du da hinkommst Mhm. und willst eine Messlatte setzen, dass das sollte lustig sein, Mhm. dann am falschen Ort. Absolut. Im schönsten Dann gehst Fall. du Comedy-Männer. Ja, im schönsten Fall haben wir es lustig da und lachen uns kaputt. Aber Ja. wir sind da und haben einfach unter Kollegen ein Gespräch. Voll. Letztes Mal sind wir ein bisschen offener gewesen, die Leute sind auch noch Single gewesen und haben ganz offen und ehrlich darüber geredet, was sie würden an sich machen lassen und was nicht. Das ist sehr lustig gewesen. Ja, Shoutout, Jenny. ja, ich sage aber, Bro, wir haben, falls du das Gefühl hast, es ist nur lustig, wenn wir über Schwänzlutschen reden Ja. und über Fike und so. Ja. Wir haben versucht, in die Richtung zu gehen und du hast angeschaut. Schlimmer sogar, ich so, Bro, was meinst du, du bist irgendwie, keine Ahnung, Alter, Hugh Hefner auf was läuft, Baby. Ja. Das hat mich gerade ein bisschen angemacht. Dass Ja? du so geredet hast. Okay, easy. Ganz ehrlich. Easy. Und nachher, meinst du, Mach ich könnte es nochmal. verkaufen? Mach nochmal. Nee, Baby, willst du ein bisschen... Oh shit, Okay, Bro. willst du es kaufen? Nicht? Ja. Keine Ahnung. Lebensversicherung. Oh ja. Okay. Mhm. Okay, auf jeden Fall. Also ich habe das gesagt, ich so, Bro, look, wir werden immer wieder Folge aufnehmen, weil ich liebe es mit euch reden. Es ist Mhm. immer gut. Wichtig ist einfach, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Alles andere, Bro, fuck off. Weil ich meine, ich freue mich mega drauf, auf ein Gespräch haben, wo ich einfach mit den Jungs oder mit dir anhocken, Bro, und reflektieren. Einfach sagen, Bro, man, letztes Jahr ist zum Beispiel heavy gewesen, oder ey, Bro. Auch nur, ich meine, unsere Freundschaft gibt es seit 10, 20 Jahren. Mhm. Als hätten wir seit 10, 20 Jahren immer muss gesehen, von A bis Z das kaputt gelacht. Bist du dumm, Alter? Bist du dumm? Sag's nicht. Sind wir, ja, besteht die Freundschaft nur aus Lachen, weißt du? Ja, Bro, das ist eben das. Also ich muss sagen, zum Beispiel, ich glaube, Menschen, oder? Unabhängig davon, wer sie sind, es gibt Menschen, die haben eine gewisse Erwartung, wenn sie in diesen Podcast kommen. So, ich meine, unsere Live-Shows, wir probieren unsere Live-Shows immer lustig zu machen. So, ganz klar. Voll, aber Wir haben- ja. es hat ja einen Grund, wieso wir, das ist unsere Entscheidung zum Beispiel. Genau. Und der Grund, wieso wir zum Beispiel einen Jene und einen Shidor einladen, ist einfach, weil wir unsere Freunde einladen wollen, weil wir ein Freundesgespräch haben. Und unsere Zuhörerinnen ja sagen, wir wollen euch ein bisschen privater erleben. So. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, es kann gut sein, dass eben, jetzt, wenn man jetzt Shidor und Jene im Vergleich nimmt, ich glaube, am Jene ist das so scheißegal. Er kommt immer daheim und sagt, wieso, Bro, ich freue mich mit euch reden und den Podcast aufnehmen. Scheißegal, wieso so kommt. Und ich muss gleich auch sagen, ich bin immer wieder überrascht, weil ich habe ja Vorurteile. So. Ja. Jeder Mensch hat Vorurteile, Bro. Ah, meinst du gegen tätowierte Leute? Ja, gegen so So Janix. kriminelle Maden. Ja. Nein, ich meine, der Jenny, er Ja. überrascht mich einfach immer wieder mit seinen Ansichten, Brutal, oder? brutal. Ich immer wieder an, wenn ich mit ihm rede und so. Ja. Und Er dann, sieht ja wenn's mal- schon aus wie jemand, der historisch betrachtet auf der falschen Seite gewesen wäre. So. Keine Ahnung, Bro. Aber ich sag einfach, wenn du so seriöse, anständige oder einfach seriöse Gespräche hast, Bro, über das Leben, über Mhm. politische Themen, über aktuelle Sachen, Mhm. Bro. Und dann tust du wirklich anständig normal reden, Bro. Immer wieder froh um Gespräche mit dem Jene, Voll. mit dem Shidi. Ich habe gestern mit dem Shidi geredet, Bro. Wir sind am Diskutieren gewesen. Also, ich weiß einfach, er ist traurig. Ich weiß einfach, ich werde nie ein Eigenheim besitzen. Ich schaue Ja. ihn, ich so, hey, Bro, Ja. deine Freundin angehende Lehrerin. Ja. Du bist auch nicht irgendwie, nicht wirklich, nicht, wir kommen von dieser Berufssituation, wir Eltern sind nicht Anwälte, aber ich sage, du bist kein Logistiker zum Mhm. Beispiel. Mhm. Du bist auch irgendetwas Höheres am Schaffen mit Finanzen Ja. und so weiter. Und so, wenn du ein bisschen Gas gibst, wirst du Geld verdienen. Ja, und ich so, Bro, und deine zukünftige schafft auch nicht irgendwie etwas. Eben, ja. Mhm. Ich so, also ich verdiene nicht Dings. Im guten fünfstelligen Bereich, wenn ihr zusammen dann ausgeschafft sind und was immer. Ich so, und dann? Nachher fangen wir an reden, Bro. Und das war ein schönes Gespräch gewesen, weißt du? Mhm. Er so, Bro, ich habe mit jemandem geredet und so. Und die hat gesagt, wir haben auch kein Eigenheim und so, wo wir viel verdienen mit lieber. Ich habe im Geschäft von meinem Mann investiert, dann haben wir in das investiert. Ich so, Bro, das ist eine persönliche Präferenz. Mhm. Mhm. Wenn du aber geh zu jedem Finanzinstitut auf dieser Welt, geh jemand, der auf die Welt kommst, Bro, frag ein Embryo im Bauch, Bro, in der Gebärmutter. Sogar das würde ich sagen, stabilste Anlage momentan, einfach Immobilien. Du hast sicher hast du keinen Gewinn, dass du im Jahr das Dreifache kannst davon ausholen, Ja. aber das ist eine sichere Anlage, Bro. Ja, Bro, hätten unsere Eltern, oder weißt, irgendwie vor 20 Jahren irgendeine Wohnung können kaufen Ja.
Und jetzt wäre das ja schon lang, oder ein Haus, das wäre schon lang Fix. abgezahlt. Fix. Schon lang. Ja, absolut. Aber ich meine, es ist schon schlimm. Wohnungskrise und Preise von der Immobilien Ja, wir momentan. haben darüber geredet und der hat gesagt, Bro, seit 10 Jahren sagen jetzt Schweizer Blase Platz bald. Und ich so, Ja. Bro, keine Ahnung, Alter, sieht nicht so danach aus, Mann. Aber jetzt, also ich weiß nicht, aber was in Zürich momentan abläuft. Ey, das ist wild. Also, das ist ja das crazy, Bro. Zum guten Glück, ich habe ja mal vor 2-3 Jahren noch überlegt, auf Zürich zu ziehen. Mhm. Wenn, dann ist jetzt noch das Ding. Und nach 30 Jahren nicht, Bro. Und schon dort habe ich so, Alter, ich habe wirklich mir den Gedanken gefasst, Mhm. Handy aufgemacht, Homegate aufgemacht, Wohnung angeschaut und nach einer Stunde entscheidet Bro. gefasst, Bro, ich kann nicht. Ich will, Für Bro, was? Ich es will lohnt sich für mich auch nicht in Zürich leben. Ich Ja. mache nichts. Also das Einzige, was ich Ja. in Zürich mache, ist arbeiten. Ich kann nicht in den Ausgang, ich kann nicht an den Eben See. deswegen sage ich, vor 3-4 Jahren wäre das Ja. noch so, Ja. wie so noch ein Step-up, wie so, Jungs, wir sind am Puls, wir sind am... Step up to the streets. Ja, normal, Sorry. Step-up Zürich. Geil. Wir sind weißt du, keine Ahnung, wir sind am Puls, Jungs, wir sind immer da am lebendigen Ort. 2-3 Kollegen wohnen jetzt auch da in Zürich und so, aber Bro, muss nicht, also eigentlich nicht. Was soll ich mir 3000 Schutz geben, um nachher unten dran Crack-Junkies zu hören, wie sie fighten und vor Türen pissen und am Wochenende Fair. höre ich «Kalo, Papi!» Ich hätte eine Wohnung bekommen, oder mir hätte eine Wohnung bekommen, an der Langstrasse. Ja. Also, nein, an der Motorenstrasse. Weißt du, was das ist? Nein, aber wahrscheinlich sogar die Langstrasse-Region. Da ist Langstrasse, Mhm. dann ist da eine Straße, wo so... So wie keine Dienerstraße. Nicht ganz. So eine, weißt du, wo der Schuh ist, an der Langstrasse, mit dem Maul? Ganz oben, ja. Weißt du, wo, Ja, wo ja. die Zunge rauskommt? Ja, ja. Wenn die Straße hinterher laufst Ja, und nachher nochmal die zweite rechts, das ist die Motorenstraße. okay, ja. So eine Parallelstraße. Also auf zu der der- Seite, wo das Schulhaus ist, glaube ich. Nicht? Oder bin ich voll falsch jetzt? Einfach dort, wo der Ding ist, Bro, mal. Nicht Helvetia-Platz, wie heißt der Scheißplatz? Ja, welcher Platz? Nein, da, bei Langstrasse Anfang. Also ehemals Dings Hooters. Nein, eben nicht. Völlig andere Seite. Ja. Ah, okay. Ja, sie 5 Minuten, bis das wir reden. Okay, ja. Ja. Bro, Was scheißegal. haben wir? Ja, voll. Nähe lang, Ja, Parallelstraße. Ja, ja. Ich glaube, das ist sogar Dingseite. Ja, ja. Die böse Seite. Die böse Seite ist das, genau. Die Haram-Seite, Ja. ja. Der besser erst abgelehnt. Ja. Und Bro, Wohnung, 2,5 Zimmer, Ja. semi-gross, schönes Ding, Ja. schönes, Bro, mittlerweile ist einfach Standard wahrscheinlich. schönes WC, Ja. Küche ist eher so crackig, aber Mhm. und irgendwie mietet sie bekommen für, ich weiß nicht, 1008. 2,5. Ja. Heavy, Alter. Ist krass, oder? Ja, ja, ist krass, Alter. Weil wegen Connections und so Ja, ja, hat hat es geklappt wahrscheinlich. es geklappt. Jetzt ist es so, Bruder, Erdgeschoss. Ja. Das ist einer von wenigen Kritikpunkten, Mhm. wo ich verstehe, wenn man eine Wohnung sucht, weil gestern mit dem Schüler diskutiert und der Mhm. Schüler hat gesagt, er wird schon lange wegziehen von der Langstrasse, wenn er könnte, Ja, von der Region, ja, aber er findet nichts Besseres. ja. Ich habe ihm instant 5 Inser angeschickt, instant Jani auch 5 Inser angeschickt und der Bruder hat Filteroption aufgemacht, hat 30 Filter reingefitzt. Er so, mindestens das Baujahr, das. Aber dies. weißt du, was ich meine? Stell dir vor, Bro, du bist dort im Schlafzimmer. Schlafzimmer ist auf Erdgeschosshöhe. Ja. Und Nach in dem siehst- Puls hörst Bro, du hörst alles. Du hörst erstens alles und zweitens, stell dir vor, du wachst so auf in der Nacht und das Fenster ist so extra getönt, Bruder. Lust. Extra ist getönt, Ja. weil du weißt, wie die Menschen sind, Bro. Ja, ja. Du bist am Schlafen, dann stell dir vor, du hörst so. Du wachst auf, hast Augen auf irgendeine, einfach in anschauen, das Fenster und wichst dich heiß, Bro. Bro, es muss immer das sein, irgendwelche Gangs, Bro, Bro. irgendwelche verlorene Leute, besoffen und so. Vorher sind muss nicht sein. Ekelhaft. Egal, ey, Bro, wir müssen gehen. Gleich gehen, ja. Wir müssen gleich gehen. Du willst sagen, gleich gehen? noch- Ja, wir gehen, Genau. Wir gehen dort, wir sind nominiert. genau, ja, wir sind in der Top 3 von der Swiss Influence Awards, Also in von der Kategorie Podcast. von der Kategorie Podcast. Und mit uns drin ist Thronsitzung. Thronsitzung und Emma Wemse, ich weiß Ja, nicht. wem sie wahrscheinlich? Wemse. Lass mich güchseln. Ich glaube, Weil es ist schon, also, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es allen gönnen, die heute kommen. ich absolut auch. Ich glaube aber Emma gönnt. Ich glaube auch. Also jetzt mal ganz ehrlich, ohne irgendwie so Ja. Klischee auf bescheiden tun. Hast du Ja. das Gefühl, wir gönnen heute? Oder siehst du eine Also, Chance? also eine Hand, jetzt seriös. Wirklich seriös, Bruder. Seriös, wenn du jetzt das ganze Jahr nimmst, Ja, ist okay, dass wir Top 3 sind, verstehe ich. ja. Aber wenn jetzt willst du schauen, so rein, es kommt voll darauf an, was sie schauen. Also Ich sag, es wenn die ist- sagen Inhalt, würde ich sagen, könnte man darüber reden. Ja. Ja, Bluetooth. Sorry, Bruder.
Wenn sie sagen Inhalt, können wir darüber reden. Sonst aber finde ich das Jahr, also vor allem die letzten 3-4 Monate, sind nicht so stark gewesen. Ja. Das sind die, wo ich sage, wir könnten etwas ausmachen, wo es heisst, es lange nicht. Aber Bro, Top 3 sind wir drin, ist gut, ist super, wir sind dort. Und eben wirklich, ich würde es jedem gönnen, der dort ist. Und ich sage, wahrscheinlich gewinnen wir nicht. Also, Okay. würde mich jetzt ein bisschen verwundern. Ja. Hey, ich denke auch nicht, dass wir gewinnen. Aber ich glaube, es wird ein lustiger Abend. Lass mich schauen, bevor ich es euch erzähle. Also, wir sind Category Podcast. Und zwar sind wir drinnen mit die Thronsitzung. Mhm. Wir und hören mal von der Wemse, Emma. Wemse, von der Emma. Genau. Voll. Ja, easy, Bro. Dann mach doch schnell. Ah nein, warte, sorry, Bro. Ah nein, das sind alle Nominierten gewesen. Was schnurre ich für einen Scheiß? Mama, wir sind die Top 3 mit denen. Ja. Aber ich habe jetzt fast gedacht, ich habe noch Leute vergessen, weißt du? Aha, Schon nein, das sind weitergegangen. alle. Okay, ja, das sind alle, die es nicht geschafft haben. Nein, Spaß. Hey. Also ich würde es jedem gewinnen, der nominiert ist, ganz ehrlich. Außer vielleicht... Nein, ich würde es jedem gewinnen, ganz Okay. ehrlich. Sogar lebenslänglich Podcast, weil das ist der einzige True Crime Podcast, den ich mir jetzt letzte gegeben habe. Wieso sogar? Also, Bro, weil ich absolut gegen True Crime geschossen habe vor 2-3 Folgen. Das ist stimmt, absolut wie du mies. True Crime heißt es eigentlich. Heiß ist, ja, Heisenberg. Nein, Also jetzt machen wir fertig. Also- Liebe Leute, Danke vielmals fürs Zuhören. Abonniert den Scheiß, liket den Scheiß. Und ich bin am Stressen, weil ein Kurier wartet unten. aha. Darum bin ich am Stressen, Bruder, macht Outro. Danke vielmals für euren Support. Ganz schönen Wochenstart. Wir lieben euch und checkt unseren Kanal ab, weil bald gibt's News. Das ist kurz und